Kugel. Ich bin ihr in einer Salsa-Bar in Berlin begegnet. Mit ihrem traurigen Gesicht versuchte sie, der schönen, fließenden Musik zu folgen. Ich begrüßte sie auf Spanisch. Beim Tanzen lernten wir uns ein wenig kennen. Mir schien, als hinte sie etwas. Sie käme aus Peru und promoviere in Berlin. Sie sprach besser Spanisch als ich. Wir erzählten viel und da geschah es. In der Hitze des Gesprächs sagte sie, hallo. Mir erstarrte das Blut in den Adern. Du sprichst Kurdisch? Sie konnte sie nicht mehr verstecken. Ich bin auch kurdisch wie du, lächelte sie. Mit meinen Fragen verfolgte ich ihre Geschichte. Sie war eine Kämpferin. Von einem Spanier, der sich den Kämpfern auf dem Berg angeschlossen hätte, lernte sie Spanisch und das Salsa-Tanzen. Nicht nur sie, sondern viele ihrer Kameraden sprachen dort Spanisch und übten Salsa. Manche überlebten gerade, weil sie Spanisch sprachen. Spanische Funksprüche konnte der Feind nicht so leicht verstehen. Als der Krieg zu Ende war, tauchte sie in das Salsa-Tanzen ab. Damit heilte ihre verletzte Seele etwas. Ich fragte sie, was ihr vom Krieg geblieben ist. Sagte mir, Salsa und die Kugel in meinem Bein. Danke.